Goedemorgen. Ik begrüße jullie in naam Jesu van onze Marius. Ik wil dat eerst een klein beetje tijd nemen en mij bedanken aan al die wat ons aan buiten gelaten dat zij aan ons gedacht hadden in deze vergangene week. Bij ons wird dat nicht sehr gut. Letzte Week, wir waren alle noch krank, besonders meine Mutter, die wird besonders krank und da ist es noch nicht zu beten. Aber ich will bis wirklich ein Dankeschön sein für all die, die da an buiten gelaten, dass sie an uns denken deuten und dass sie für uns Gebet haben und nach Beten tun, dass es wirklich viel wird. Weil die so krank sind, dass es wirklich sehr ei sind. Das geht sehr schön. So, Dankeschön für uns Beten und an uns denken, dass es viel wird zu weiten, dass wir haben die Schwester, die hier an Stunden und hier im Stunden und wollen sind, zu beten und anstehen für ihn. Und das viel hier in Deiden, dass von der aus der Plan, ich habe geplant, den Schluss von den Galaterbrief vorig zu merken, den ein von diesen Brief. Für mich auch, dass es wirklich ein sehr wertvoller Brief war, weil es darauf sehr zu mir gerät und von mir gerät, von wo mir Hilfe fehlen wird und wo ich stunde und so weiter und was uns Hintergrund ist, wo wir abgebracht sind oftmals, wo wir gelegen haben und so weiter. Und dass der Paulus sich hier so klar erwähnt, dass durch den ganzen Brief hat sich erwähnt, was es braucht, seilig zu sein und so weiter, und dass wir Jesus kann haben und dass Jesus Tod in der. Das braucht das nicht aus Jesus allein. Nicht unsere Werke in der Dinge, was wir können tun. Das ist wirklich eine sehr gute Reise, was der diesen Galaterbrief hier. Und nun, und wir merken, dass auch der Apostel Paulus hat wirklich ein Bedürfnis für die Glaubenden, besonders in Galater, was er geschrieben hat. Und nun zum Schluss sagt er hier nach Rapport, dass er nimmt den Bleistift, Salz und schrift dessen Schluss zu den Galater nach. Weil er will wirklich hier nach was zum Schluss zu sein, was er zu sagen hat. In das letzte Part hier, den Schluss, den hat er selbst geschrieben, sagt er, mit seiner einen Hand. Wie hier oftmals von wo das sind verschiedene Beker, die sind geschrieben, die von Paulus kommen dann, aber in der Wirklichkeit hat er nicht all die Beker, die er einfach selbst geschrieben hat. Er hat Helfer, die da mithelfen, vielleicht sollte sein, was den Brief schreiben, die vor allem, aber ich glaube, er wird inspiriert von den Heiligen Geist abgeschrieben, dort, was er zu sagen hat, zu den Menschen, zu den Kirchen und so weiter. Aber dann gewisse Städten, dort hat er selbst geschrieben. Und hier, dass der 11. Vers in Galater saß, Vers 11, sagt er, kick mal, er will die Hand soll aufmerksam sein, sagt er, kick mal. Was ich für große Lettern merke, wenn ich mit meiner einen Hand schrieb. So hier sagt er, er hat besonders mit großen Lettern, was er schrieben hat, wenn er mit seiner einen Hand schrieben hat. So soll sein, dass er hat mir die Beker hier geschrieben, das sind 13 Beker, die von den Apostel Paulus kommen, aber nicht alle hat er ganz allein geschrieben. Da wir mein Brief, wo er geschrieben hat, wo er sich erwähnt hat, dass er den Schluss geschrieben hat, und er den Schluss einmal merken hat. Wenn wir kicken in 2. Thessalonicher 3, Vers 17, da sagt er auch, ich, Paulus, habe diesen Gruß mit meiner einen Hand geschrieben. Das ist das Teken. Und all meine Briefe, so schrieb ich. So, er sagt, mochte die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus mit uns alle sein. Das, was er geschrieben hat, einmal am Schluss von seinem Brief, schrieb er, da haben wir einen Gruß hingeran, dass Gott seine Gnade wird mit uns sein. Und auch in 1. Korinther 16, Vers 21, auch der letzte Vers, sagt er auch, ich, Paulus, schrieb uns diesen Gruß mit meiner einen Hand. Mochte die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus mit uns sein. So hat er einmal am Schluss den Gruß schreibt er einmal, dass er Frauen, dass die Gnade macht mit den Gläubigen sein, zu dem, was er geschrieben hat. Und man sagt, ich sehe uns in Christus aller Gott. So er hat Leib für die, wo er geschrieben hat. Er sagt, er wird aller Gott. Weil er hat ein Leib für die, zu dem er geschrieben hat, der was in der Kirche, wo er geschrieben hat. Er hat wirklich ein Leib für die. Und man kennt dann, was von der Leib, das hier von geschrieben hat, plötzlich sagt, dass ich sehe in Christus aller Gott. In einer anderen Übersetzung sagt er aber von Leib, er ist der Leib. Und der Leib würde von reden, dass hier das der Agape-Leib, gleich so ein Leib, was Jesus zu uns hat. Ein Leib, wo du wirklich wahrhaftig Leib ist. Mit Unbedingungen und so weiter. Und das ist der Leib, was
was Paulus auch einmal zu seinen Mitmenschen hat. Und auf einer anderen Stelle, da schreibt er im Gefängnis. Da wird er im Gefängnis werden, da sagt er, especially in den Kolosserbrief, da hat er geschrieben von im Gefängnis. Da sagt er auch, Kolosser 4, Vers 18, ich, Paulus, schrieb, dessen Größ, mit meiner eigenen Hand, denk an mich im Gefängnis, mochte ich not mit jünd sein. So einmal den Schluss hat er einmal, mochte ich not mit jünd Menschen sein. So, da sind gewisse Stellen, ich habe morgen, dass er hat es selbst geschrieben, aber das heißt nicht, dass er in der Wirklichkeit den ganzen Brief geschrieben hat, aber er hat den Loten geschrieben, aber ab eng von diesem Brief, dass der Herr mal selbst die Bleistift noch nehmen und schreibt den Gruß zu den Menschen. Und das, was er hier auch tut, sagt er, kijk mal, was ich für große Lettern merke, wann ich mit meiner eigenen Hand schreiben darf. Und das ist der einzige Stelle, wo er das sagen darf, dass er mit großen Lettern schreiben darf, was er hier in Galater sagen darf. Bei den anderen Stellen sagt er noch nicht, dass wenn er schreiben darf, dass er große Lettern brauchen darf, aber hier schreibt er, dass er große Lettern schreiben darf. Warum schreibt er mit großen Lettern? Das ist eine gute Frau. Wenn er dort noch mal studieren will und dann durchlesen darf, das sind viele Menschen, die probieren, sich deutlich zu merken, was der Ursache ist gewesen, warum er große Lettern brauchen, die haben geschrieben. Das heißt, ich hier erwähnen darf, was er hier getan hat. Einige sagen, dass er wird mehr blind, kann nicht sehr klar sein, so er muss selbst so groß schreiben, dass er kann selbst lesen, was er geschrieben hat, oder was er geschrieben hat. Und das mag auch sein. Einige sagen, dass er das beschrieben will, er will wirklich hier was wiesen, was er zu sagen hat, dass die Menschen sollen aufmerksam sein, was er zu sagen hat. Und zumal, wenn wir einen Brief schreiben, dann wir wollen, dass die Menschen sollen wirklich sein, was wir schreiben, die sollen das morgen, und da wird vielleicht einmal nur groß schreiben, oder da wird bold, oder ungelein, oder was immer, bloß dass die Menschen das wollen sein, dass wir halt wirklich was zu sagen hier. Und das ist die Ursache, warum Paulus das hier so groß geschrieben hat, und er weiß nicht, über verschiedene Dinge, wo die Menschen sich einig, was das mag gewesen sein. Und wir können auch nicht, die Schrift sagt nicht gleich, was das gewesen ist, was die Ursache gewesen ist, aber einer kann sich alle deutlich merken. Einige sagen, den Stachel, was an wird im Fleisch gegeben worden, dort wird seine Uhren, sein Sein. Das wird eins sich deutlich mehr andauern. Wo das von schrieben, dass in 2. Korinther 12, Vers 7 sagt, dass in Wils diese Offenbarung so wird gerautet werden, wird mir dass ich nicht mit mir stolz worden soll, in Stachel, das im Fleisch gegeben, ein Engel von Sodom mit zu schlonen. So eins zu sagen, dass das vielleicht das gewesen, denn das Stachel, was er gehört hat, das schwer sein zu können, dass seine Uhren sind gedamaged. Und das ist vielleicht auch möglich, das ist vielleicht möglich, aber wir wissen nicht mehr. Und wir wissen dort, dass er sein dat in Galater 4, wo er von schrieben dat, dass er nur der Galater kommt, dass er da krank wird, auf seine Missionsreise, und da kam er mit Galater, und da war er krank, und du hättest das auch so von, er hat vielleicht Trouble gehabt mit seinen Uhren, seine Krankheit, das in seine Uhren gewesen. So dass er Trouble gehabt hat mit seinem Sein, das Gott möglich gewesen. Das wir lesen da in Galater 4, Vers 13, sagt, dass die weiten, dass ich durchwegen, das erste beginnte Evangelium predigt, weil ich krank war. So heißt es, das wieder die Ursache, wo er bei das erste angekommen war, weil er krank geworden war. Das er durchgekommen wird, dann wird er krank geworden hier, und dann nahm er die Gelegenheit wahr, wenn er krank wird, aber dann fängt er an, das Evangelium zu predigen, zu der Galater. Und dann sagt er in Vers 14, ich habe jünd dort nicht verdenken können, wann jünd für meine Krankheit geekelt hat. Aber ihr habt mich nicht scheif angekickt oder rückgestoppt. Ihr nehmt mich ab als ein Engel von Gott. So als Christus Jesus selbst. So er erwähnt sich hier, sie haben am abgenommen, das Jesus Christus selbst. Und dann sagt er in Vers 14 über, wo ist der Friede geblieben? Also ihr seht hier, wo der Friede geblieben wird. Ich schreie, als er krank war, dass er mit gekommen wird, hat er mit Leib abgenommen, mit Friede abgenommen, aber nicht vielleicht der Luther sagt, über wo ist der Friede geblieben? Ich weiß bestimmt, dass die dann, wann das wie möglich war, hat die Jungen ausgereden und mir gegeben. Nur das nur, als er zu hören, dass er vielleicht Trouble gehabt, seine Krankheit, als vielleicht eine Jungen gewesen. Er sagte, sie haben ihm so mit Leben abgenommen, alles, aber das wie möglich war, sie wurden die eine Jungen ausgereden und andere gegeben.
So viel Leben hatten die hat verehrt, arm, dass er angekommen wäre. Dat hat das Evangelium der Predigen deuten. Und sie haben Frieden gehabt. Aber der Frieden wird vergehen, der wird verschwungen, sagt das, hieß das so. Aber das ist, was immer die Ursache gewesen ist, das dann schließlich und dauert, das ist nicht wichtig. Wenn das wirklich wichtig wäre für uns zu weiten, dann glaube ich, dann würde das abgeschrieben sein, was in der Schrift, wo das gerade gewesen wäre, wo dann haben wir das Geld later geschrieben und so weiter. So wie einer kann sich dann verschiedene Dinge klar merken oder deutlich merken. Aber einer weiß, wie er schreibt mit seiner eigenen Hand, und dort, was er schreiben das wird auch wichtig. Er hat wirklich was zu sagen, zu den Galater, wegen dieser Menschen, die gekommen werden, was das Galater wollen verstehen, dass sie haben das Evangelium gekriegt und dass sie werden zum Glauben gekommen und so weiter. Und wir wissen von vorher, die kommen eine Gruppe Menschen kommen dahin und wollen probieren, drei Theorien von dort, was sie gekriegt haben, dass sie können zum Glauben, nur Jesus Christus kommen. Und nu kommen diese an und wollen das probieren wahrzunehmen und sagen, die mussten drei kommenden Gesetz leben, nicht bloß im Glauben geraten worden. Und Paulus wird wirklich wichtig, dass diese so Glauben haben, dass die dort wollen tun. Er sagt in der 3. Galater 6, Vers 12, sagt er, die jünt dort bedwingen wollen, dass die jünt sollen beschneiden lassen, daunen dort an, wie den Menschen Gott angesehen zu werden. Das ist, was er gesagt wird, um nicht mit Christus sein Kreuz verfolgt zu werden. So, das ist er gesagt, warum wir das wollen proben, Trete bringen, nur das Gesetz nur folgen, dass wir bei uns besorgt werden, ihre Säulen oder sie wollen haben, sie sollen teilnehmen im Glauben und dass die Kirche soll wachsen und so weiter. Das ist, was er gesagt wird. No, das sagt, dass sie wollen angesehen sein von Menschen, von anderen Menschen, dass sie kann sein, dass sie haben, dass sie können bereden, dass sie sollen kommen, die Gesetz nur folgen. Das ist, was er Ziel wird. Sie werden heran, die Trete bringen, Trete schlafen und sagen, sie machen das Gesetz nur folgen. Das ist, wo sie können geraten werden. Das ist, was sie heran nur werden. Das war das eine, die tun dort, wie die Menschen Gott angesehen zu werden, nicht mit Christus in Kreuz verfolgt zu werden. Und die hatten Angst, ohne Verfolgung zu leben oder zu leiden. Sie hatten Angst, sie würden verfolgt werden, wenn sie auch einmal mit diesem Glauben kommen wollen. Und wir lesen manchmal in der Schrift, wo das von lesen, was die werden zum Glauben gekommen, was die Jesus nur folgen, die mussten ohne Verfolgung leiden. Die mussten schwer leiden, dadurch, weil sie zum Glauben gekommen wären, dass sie nun eine andere Predigen leiden und gehört haben und das angenommen haben. So dadurch gibt es eine große Verfolgung mancher Menschen. Und wir wissen, dass Petrus und Johannes in Jerusalem von dort reden, die Kirchen, die Menschen, oder die Predigen zu den Menschen, dass Jesus Christus, der wir die Wahrheit in das Leben, dass sie zum Glauben kommen, durch Arm und so wieder. Und er wird oft gesagt, dass sie nicht länger sollen von das reden. Die können das nicht vertrauen. Das ändert wird, als dort, was die Lehrerschaft in Jerusalem lehren deuten und was sie dort gelehrt haben. Nicht haben diese nie, was sie frisch vom Glauben gekommen, predigen, was ändert. So sie mussten in der Nachspur verfolgt worden dadurch. Und als Petrus und Johannes da in Jerusalem rumgehen deuten, in Apostelgeschichte 4, Vers 18 sagt er, und sie raubten an und verbauten an, jemals in Jesus Namen zu reden oder zu lehren. Aber sie bleiben beim Lehren. Sie bleiben anhalten, sie lassen es wirklich auch sein. Sie bleiben beim Lehren und lassen sich nicht beschwichtigen. Entweder in Don't, keiner was sie anzeigen deuten. Wo streng sie anzeigen, soll abhören von das Reden. Aber sie bleiben bei das vertalen, was sie gehört haben und was sie zu sagen haben. Und sie lassen sich nicht beschwichtigen von dieser Lehrerschaft. Und weil in der Lehrerschaft in Jerusalem zu der Zeit, die hatten sehr viel Macht. Viele Menschen, die horchten sehr ab, was sie zu sagen haben und so weiter. Aber das sind nicht. Petrus und Johannes und die anderen Apostel, die leiten sich gleich beschwichtigen von denen. Und don't, was sie zu sagen haben, wo streng sie an für beiden verboten haben, dort zu tun. In Vers 19 sagt über Petrus und Johannes sehen, recht für uns selbst, auf dort in Gott seine Üben reicht das. Recht für uns selbst, auf dort in Gott seine Üben reicht das, dass wir da an die Jünger horchen, dann aus Gott. Und ich glaube, das wird unser Ziel auch soll sein, wenn Menschen uns wollen beschwichtigen von was wir zu sein haben, von den Herrn Jesus Christus, dann soll wir den Glauben haben. Auch Teja sind wir zu sein, recht für die Salz. Also bitte erst nicht die horchen oder nur dort, was Jesus will haben, was wir sollen tun. Dort die Evangelium predigen in der ganzen Welt. Ich glaube, was das in der nächsten Vers sein wird, in Apostelgeschichte 4, Vers 20, was sie hier für eine Antwort geben, die sagen, wir können nicht anders,
als davon reden, was wir hier in Gesehen haben. Sie sagen, sie können nicht mal anders. Wenn sie noch wollen, aber sie können gar nicht. Sie werden ganz voll von dem. Das ist für mich mal hier, und sagen, wo ein Mensch sind hart voll von Restaurant, der Müll von Eva. So, wenn wir voll sind von dem, dann wollen wir von dort reden, wo wir auch können sagen, hey, ich kann das nicht mal halten. Ich muss von dem reden, weil ich bin voll von dem. Wir weten, als der Apostel Paulus heiden, der das nach Saul heiden, der hat wieder einer von denen auch, was die Menschen, die sehr streng verfolgen, die im Glauben wären, was das nie im Glauben haben. Hat wieder einer von denen, von der Verste, von der Hafjera, was die Menschen verfolgen, die wegen ihren Glauben. Wir weten, als Stephanus, der erste Diakon in der Gemeinde, als der gesteinigt worden für was er predigen hat, haben wir auch einen Sohn, der wir ganz froh, haben wir balanced die Schriftgelehrte und die Lehrerschaft zu sein, wo er mit einem Stunden leiden. Er hält sich nicht treu, er hat kein Fertig für dich. Er sagt, gleich, wo sie Kart voll leiden und dort, was sie sollen tun und so weiter. Dann haben wir Beruf und Balance in das zu sein. Und das ist die Ursache, warum das bedeutet haben, dass sie am Stein leiden. Und Saul wird einer von denen, was dort unterstützen leiden. Gleich dasselbe Mensch, was hier nur der Apostel Paulus heiten, der was das predigen, dass sie sollen zum Glauben kommen durch Jesus Christus. Und so ein Unterschied habe ich gemerkt, von woher erst wir. Und als in Apostelgeschichte 8, Vers 1 sagt, dass Saul wird damit einverstanden, dass sie am Tod mögen, also Stephanus. Und gleich dann fängt eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem an und sie wurden über ganz Judäa und Samaria verstreut. So hier, als das passieren wird, als sie sich einig worden, sie wollen diesen Diakon, diesen Bruven Lehrer dort merken. Und dann kommt es daran, dass wir noch viel mehr, was eine sehr schwere Verfolgung leiden leiden. Und gleich in der Zeit, das sagt, gleich dann jetzt fängt das an. Dann werden die Menschen, die glaubenden Menschen, werden weit verstreut, breit, alle wegen Raum, verstreiten sich vor Angst, wenn sie werden in der Lebensgefahr. Und unser Paul sehen, auch gleich so gut, Paulus Saul, was dann heiten wird, der wird auch Hängen an und probt die festzunehmen für ihr Glauben und so weiter. Und das Stephanus, der wird auch proben, er wird anbieten, was sie am werden tun, er wird Balance und zu sein, wo sie auch gehen und so weiter. Apostelgeschichte 7, Vers 53, wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann beschriftet mit Jedallah, ich werde nicht ganz lesen, wenn es Tidshoven, aber beschriftet gleich, was er zu sein hat. Er sieht in Vers 53, hier wird gesagt, dass Engel teil steht und die Hand dort nicht gehauen. Also er sieht einfach, dass die sind auch Gesetzbrecher. Er sieht, die sind schuldig und das Gesetz, die haben das Gesetz auch gebrochen, so die sind schuldig da an. Und das können sie nicht verdrehen. Sie haben das nicht, die können nicht verdrehen, dass wir Hand haben, die Ernprobe zu sein, dass sie auch arg werden, dass sie Kart fallen leiden, und nur das Gesetz, nur was sie wollen, so jeden haben, was die Menschen sollen nur folgen. Und er sagt, sie haben das nicht gehauen. Und das können sie nicht verdrehen. Vers 55 sagt es, als sie das hier, dann schneidet er dort doch durch dem Hort und sie gnarden die Tänen über Ernt. So doll werden sie hier, sie gnarden sich sogar ihre Tänen. Als sie das hier, dann das Stephanus, das junge Diakon Antwort sein, was sie erreicht haben. Dass die Balance wird, dass die Nerven hat, Ernte zu sein. Was habt ihr für Nerven gehabt? Und sie werden da ganz angehört, doll wegen. So, sie können das nicht verdrehen, was sie da haben. Deshalb kann sein, sie in beschuldigt werden, wo sie erreicht gegangen werden, und was sie erreicht haben, Gesetz nur, dass sie auch wieder ein Gesetzbrecher gewesen. Das sagt dann, schreien sie aus vollem Holz, in Vers 57, dann schreien sie aus vollem Holz, hielten sich die Uhrentau in den Morgen alle tegelijk ab am Los. Also, sie hielten sich sogar die Uhrentau, sie wollen nicht mehr hören, was sie hier leiden. Sie können nicht verdrehen, sie schreien in den Morgen alle tegelijk tau. Sie morgen tegelijk los und schmeiten am mit der Stadt rüt und steinigten am. Und die durch Zeichnis geben, leden ihre Kleider an, fertigsten jungen Mann Saul. So dann, wenn sagt, Vers Kapitel 8, Vers 1, Saul wird damit einverstanden, dass sie am Tod mögen. So groß interessant ist das, zu hören, wo Paulus ist einmal gewesen ist und wo er nu ist. Dann hat er ganz unterstützen, was da passieren, zu diesen Stephanus und auch für die Gemeindeglieder, was da verstreut worden, was da sehr schwer verfolgt werden.
So kriegst du wieder hier auch bei diese Worte von Jerusalem heim, die wären gleich zu tun am ihre Säulen. Sie sagten, nur ungesein zu sein von den Menschen, von was die entweder für Kredit geben und sagen, die haben Geld getan, die haben diese Menschen können bringen, dass sie weil Träg heim nur Gesetzen nur fallen. Und das wird die Menschen tatsächlich auch werden. Sie wollen nicht haben, die Menschen sollen zum Glauben kommen. Sie sollen bleiben bei dort, was sie lernen. Die Lehrerschaft hat gelehrt, sie sollen die Gesetzen nur fallen und sehr streng die Gesetzen nur fallen. Das wurde am Stephanuswort durchgemerkt, aber am Wort gesteinigt deswegen. Und wenn wir zurück in Galater 6, Vers 13 sagt, die sich beschneiden lassen, holen selbst nicht das Gesetz. Also kriegt das all, kriegt das auch, wo wir von lesen, der wird das Gesetz nicht holen, wo Stephanus von reden, der wird heft halten, dass sie selbst nicht wären, sondern was das Gesetz hatten, könnten nur führen, sie halten das Gesetz nicht. Und kriegt das sagt hier von dieser auch. Er sagt, die sich beschneiden lassen, das sind also der Worte von Jerusalem, heim nur Galater. Also der holen selbst nicht das Gesetz. Sie sagen, dass sie das Gesetz holen, sollen sich weiter Leuten beschneiden, aber sie holen das Gesetz selbst gleich. Sie verlangen die Beschneidung von jünd durchwehen, dass sie sich anbilden können, dass sie jünd so weit gekriegt haben, dass die jünd beschneiden lassen, dass die jünd beschneiden leiten. So war das aber sein, das ist, was Ziel wir. Sie haben eine ganz andere Einstellung, wo die Menschen wollen merken, dass sie so das Gesetz nur fallen. Die Beschneidung holen und mit der Beschneidung können noch viele Gesetze nur fallen, was damit anwählen. So das ist, was sie, wo sie heran nur wählen. Aber das sagt, sie selbst hören das Gesetz gleich. Sie sollen das Gesetz holen, aber sie deuten gleich. Diese Galater sollen das holen, aber sie selbst deuten nicht, das Gesetz nur fallen. Kriegt das Paulus hier zu sein, und hier sieht mir so aus, was Jesus zu sein hat von der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Jesus hat kriegt eine solche Einstellung über so eine Stadt, was uns dort deuten. In Matthäus 53. Kapitel sagt er, dann sieht Jesus zu das Volk und zu seinen Jüngern. Die Schriftgelehrten und Pharisäer saßen ab Moses in Stuhl. Sie bringen andere Menschen schwere Lasten ab, die Schultern, die schier nicht zu drehen sind, aber sie selbst wollen nicht in Finger rühren, die drehen zu helfen. So in der Wirklichkeit, sie haben keine Life für dich. Sie wollen etwas schwere Gesetze ableihen und sagen, das wird jemand tun und jemand wird tun. So eine Dinge, was die Menschen nicht wollen, was dann nicht möglich wird zu tun, aber sonst legen sie ab ihre Schultern ab und das sollen sie drehen, aber sie selbst als Lehrerschaft, die halten rein, nicht mehr mit der Proben zu halten, zu drehen. Kriegst du wieder diese Galater, das liegt keine diese hier in der Schriftgelehrten Pharisäer, was Jesus von vertalen hat. Das sagt in Matthäus 23, Vers 5, sie tun all ihre Werke mit der Aufsicht von Menschen gesehen zu sein. Das ist, was die Ursache wird, wo unsere Zeiten. Von Menschen wollen sie gesehen sein. Sie müssen sich ihre Stirnsräumes breit in der Tolen und die Kleider lang. Also das, was gesagt wird. Sie reden alles verbieten, was nur verbieten zu sein wird, soll sie loben, dass, oh ja, das sind die Gode, das ist dann alles reich. Aber sie dann bloß von Menschen gesehen zu sein, sagt das hier. Und Jesus hat nicht sehr viel Geld zu sein von so einem Menschen ist dort. Er ist ein Heuchler. Das wir ein Heuchler, so eine Menschen ist dort. Und das von der Reden, von der Sein dort. Und kriegst du Paulus sagt, er hat auch nicht viel Geld zu sein von diese jüdischen Menschen, die hier in zu Hand kommen, die diesen Verlangen haben. Ja, das wir kriegst so mit dir. Sie proben ihn alle abzuleihen, Gesetzen ableihen, was sie sollen tun, aber sie selbst, die halten die Gesetzen selbst auch gleich. Und das wir kriegen das all die Gruppe, wo Paulus auch davon reden, in der Vergangenheit, in der 3. Kapitel, wo er von vertalen, wo er heran nur wird zu weiten, was mit ihnen passiert wird, dass sie wieder bei der Treue kommen oder das Gesetz nur folgen. Das heißt, Frauen in Galater 3, Vers 1, auch Galater, wo habe ich so wenig Vernunft? Wer hat euch bezahlt, dass ihr nicht nur die Wahrheit horchen? So heute halt das irgendwie behags worden, dass sie nicht bei der Wahrheit geblieben wären. So haben wir das wirklich wichtig und abfallend, dass sie weiter wollen, dann Treue gehen und dort, wo sie ihr Eier angegleift haben. Und er hat das so klar deutlich gemerkt, so viel predigt zu sein, dass sie sollen glauben an, was Jesus Christus getan hat, irgendwie das hier vergemult worden, dass sie am seinem Kreuz hängen. So klar sagt das, also wer hat euch bezahlt, dass ihr nicht nur die Wahrheit horchen,
Sagt Jün als Jesus Christus vergemalt worden, dass die am Schier am Kreuz sein können. So er wisst das so klar, wie das gesagt worden. Sie haben keine Ursache, kein Vergeben, weil sie haben nicht klar genug gehört, nicht klar genug verstanden. Aber sie haben nicht verstanden, weil das heißt, sie haben nicht angenommen. Aber sie werden weiter gegangen, während wir eine Gruppe Menschen gekommen haben und könnt bereden, war das trägen nur die Gesetzen nur fallen, was nicht frei mehr an können, was was festgebunden holen deit. Und so wollte sich bloß erheben, bloß am zu wiesen, was sie haben können tun, dass sie haben können Menschen bringen, war nur leben, nur Gesetz, nur zu folgen. Bloß von Menschen gesehen zu werden. Und das ist gefährlich, so eine Einstellung zu haben. Und bei uns ist vielleicht noch mal so passiert, oder wir haben vielleicht auch so, dass wir einmal Dinge tun, bloß am Design zu sein. Und weißt du, das ist eine große Gefahr, wo ein Mensch kann sein. Den Weg, eine Arbeit zu tun, dass wir unsere Loten sind nicht für den Herrn und alles, aber in der Wirklichkeit bloß haben, dass sie sich selbst wollen Design sein. Und das wird das hier werden, und das wird Paulus so stark reden, von dieser Gruppe. Und Paulus sein Verlangen ist ganz anders. Er sagt in der nächsten Vers 14, in Galater 6, Vers 14, er sagt, von mir soll keiner hören, dass ich mich mit irgendwas was graut habe, als mit den Herrn Jesus Christus sein Kreuz, wodurch die Welt für mich gekreuzigt ist, und ich für die Welt. So heißt es, sein Verlangen wird, dass von ihm soll es nicht geredet werden. Von ihm soll nichts dort geredet werden, dass er mit sich selbst pro eins wird zu wiesen und zu tun. Dass er sich mit eins das wird graut hat, als mit den Herrn Jesus Christus sein Kreuz. Jesus Christus, der gekreuzigt ist da. Er sagt, er wird gestorben für die Welt. Für das, was er ist, von dort wird er gestorben. In Galater 2, Vers 20 sagt er, ich sie mit Christus mitgekreuzigt, dass sie eigentlich nicht mehr ich, der du lebst, dass es Christus, der an mir lebt. Das Leben, das ich hier im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Gott, sein Sehen, der mir Gott wir in sich selbst für mich handelt, die kreuzigt ist. Und ich für die Welt. So heißt es, dort, wo er nu wir, das er nu leben, dort wird er ähnlich nicht er selbst. Er selbst wird er ganz anders gewesen. Er wird eine Zeit gleich so. Er provoziert die Menschen hier ranzugehen und proben und zu bematten, sie sollen trägen oder die Gesetz nur fallen, wenn die Sonne werden, die zum Glauben gekommen sind. Das viel von hier und da. Er sagt in Philippa 3, Vers 4, ich habe mir gut könnt, ab sichtbare Tekens verloren. Und wenn wer meint, dass er sich ab seine sichtbare Fremdsein verloren kann, ich würde mehr Ursache dafür haben. Das heißt, wenn eins wäre, Ursache hat zu wiesen, was er getan hat, er würde mehr Ursache haben, das zu tun. Dann sagt er wird das alle neu gehen. Alles hat er verlangt, so wird das Gesetz lüden, wird er alle neu kommen, und er wird das neu gehen, und er probt dort zu folgen. Er sagt in Philippa 3, Vers 5, ich werde 8. Tag beschnitten, ich stamme von dem Volk Israel, den Stamm Benjamin, ich sehe ein Hebräer von Hebräer, vom Gesetz gehir ich zu den strengen Pharisäer. So, und Gesetz nur gehir helfen, nur die strengen Pharisäer, und wir hören oftmals von was der schrieben und von den Pharisäern. Und hier wird Gesetz nur gleich dort von den strengen Pharisäer. Und er sagt, ich will ewig die Gemeinde verfolgen. Das, wohin er ran will, das, was sein Ziel war, die Gemeinde verfolgen. So wie er erst gewusst, nur die vom Gesetz gefordert, gerechnet, Gerechtigkeit wie ich fehlerlos. So ich habe hier ein Heidleib, er wird der Zeit, er wird das Gesetz nur zu gehen, er wird fehlerlos da angewasst. Und was ist der Unterschied zwischen Paulus und diese Juden, was da auch die Juden wohl Menschen auf ihre Seite kriegen? In Paulus sein Leben, da hat er eine Veränderung gegeben. Das ist erst wieder, nur was er neu wird, das ist neu wird. Da hat eine große Veränderung in sein Leben gegeben. Was dort passiert, dass er am Weg nach Damaskus kam, wo er wohl die Christen festnehmen, wo einmal er die Gelegenheit gekriegt hat, will er die festnehmen und lassen anstoppen und so weiter. Wodurch ist, da gibt es eine große Veränderung in seinem Leben. Und das wird da passieren
und von wo er dann wir und wo er nu ist. Dort ist, worum er ist, dass er nu wir. Vor allem zu besehen, dass er wieder gewöhnt gewesen, von er hat keinen Christen verfolgen. Das wird vor allem gewöhnt gewesen. Er sagt in Philipper 3, Vers 7, über was dann für mich gewöhnt meint, sei ich nur am Christus sein sollen, als verlieren an. Nu könnte das anders sein, er sagt nicht, dort, was er erst angenommen als gewöhnt, dort sieht er nicht an als Verlust. Das wird Verlust. Aber ich sage, er geht es dort an. Und er sagt, mehr als dort, ich sei all dort an als Schulden, wenn ich damit vergleiche, wo über alle Maßen viel wird mir dort, als dat ich Christus Jesus als mijn Herrn kann. Wil zij Christus goed zijn, sei ich dort alle an als Schulden und als Draag, sagt er, in Welmut Christus gewähren. Das, was er nu von Ziel hat, das, was er erst getan hat, er kijkt rein und sagt, dat an als Schulden und als Draag. So ein großer Unterschied hat er gegeben in sein Leben. Ich dachte ein bisschen an, dass ich hier durchkonnte, was sein Verlangen ist, mal was wir in was von Verlangen er nu hat, wo er heran wir. Da dachte ich an uns Leben, an mein Leben. Wenn wir denken dann an die Vergangenheit von uns Leben, wo wir wie ich schon mal gesandt. Oder ich dachte, wo ich schon mal wie gesandt gewesen. Als ich dort auch verschulden an sein da nu, wenn ich drei denken da an das Leben, wo ich schon mal gelebt habe, oder wo ich heran werden so wieder, sei ich dort an als Schulden, auch als Draag, kicke ich dort und denke, dort ist aber viel Schulden gewesen, was ich habe ausgereicht. Sei wir dort an als Schulden, wo wir schon mal gelebt haben. Wenn wir zum Glauben gekommen sind und nun einen Verlangen haben, dann trägt ich dann, was der Unterschied da ist. Wovon genau der Unterschied da ist und wo wir dort ankicken dann. Oder so wie vielleicht haben wir da, wo wir vielleicht nicht ganz loslassen können von unserem alten Weg, von unserem alten Leben. Vielleicht haben wir gebunden da an und uns das Tausch da Tag zu lassen. Wir hatten so viel Zeit dabei, wo wir abbühen da und so weiter, und wir hatten schwere Zeit da Tag zu lassen. Das alte Leben, weil wir festhalten, weil wir schätzen das so hoch. So wie da, oder ich habe auch mit Paulus mit sein, dort, was er vorher getan hat, sein Leben, das er geführt hat, dort kickt er nicht an als Schulden. Kickt wieder auch an als Schulden und Verlust. Oder sagen wir nachher, gesagt, einmal, hat das noch keine Veränderung gegeben in uns Leben? Wenn wir uns selbst diese Frage stellen, dann haben wir eine Zeit, wo wir können und denken, wenn wir drei denken, dann kriegen wir eine gewisse Zeit, eine gewisse Zeit, wo das eine Veränderung gegeben hat in uns Leben, kriegst du als Saul eine Veränderung gemerkt hat, da am Weg nach Damaskus. Wenn er drei denkt, er weiß gerade diesen Moment, in diesem Platz, wo das passiert wird. Er weiß gerade. Und ich glaube, kriegst du so wie auch können. Wir sollen drei denken, und so denken, ja, hier oder da, kriegt das passiert, wo ich zum Glauben komme. Das, wo der Heilige Geist mich angreift, wo Jesus Christus mich Wesen leiden, wo ich mich zu sein kriege. Hat das so eine Veränderung gegeben in uns Leben. Und wenn das hat, dann soll das eine Veränderung gegeben haben. Wenn wir uns begegnen haben mit Jesus Christus, dann geht das nicht anders. Wir haben eine Veränderung gemerkt in uns Leben und wir haben andere Gedanken gekriegt. Uns Denken ist anders als verändert. Kriegst du Römer 12, Vers 2 sein, was das soll sein. Er sagt, stellt euch nicht so an, als diese Welt ist. Je sollen durch eine neue Gesinnung verändert werden. Dort je weiten kann, was Gott sein will, was gut, angenehm und vollkommen ist. So er sagt hier, wir sollen uns die Gedanken, uns Sehen, uns Denken, das soll eine Veränderung bei dir gegeben haben. Und wenn das nicht ist, dann sagen wir nach da, wo wir hier schwirren, dann leben wir in uns alten Fleisch, in alten Glauben, was dann nicht der wahrhaftige Glauben ist. Das sagt in 2. Korinther 4, Vers 17, deswegen, wenn wir in Christus sind, dann ist er ein neuer Mensch. Dort, wo er vorher war, ist nicht mehr. Er ist nur nicht geworden. Deshalb Paulus hier sagen, dass wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, dann ist er sozusagen ein neuer Mensch geworden. Dann ist er nicht mal so sehr erst wieder. Das hat eine Veränderung gegeben, von wo er erst war und wo er nu ist ein großer Unterschied. Er ist nur eine neue Kreatur. Er sagt, dort, wo er vorher war, ist er dann nicht mehr.
Vers 18 sagt er, das kam alles von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns der Abgabe gegeben, Menschen von Gott sein Angebot unterreden. Mit ihm versöhnt zu werden. Weet je wat, das ist ein großes Verreich, was uns als gegeben worden, uns als glaubende Menschen als gegeben worden. Er sagt, er hat uns das Abgabe gegeben, Menschen von Gott sein Angebot unterreden. Wie kann rumgehen, wie kann Menschen dort vertrauen sein, hey, Gott hat dir was Gutes unterbeiden. Das Leben, wo die beim Leben ist, das ist nicht, was er will haben von dir. Er hat was nicht für dich, er hat was Gutes reit für dich. Und wie als Menschen, wie kann andere Menschen das vertrauen? Sein das Gott, der hat was reit für dich. Du kannst dein Leben ändern von dir, gleich von dir jetzt, dann wirst du nie ein Mensch werden. Dann bist du nicht mal, dass du verheert bist. So wie den Apostel Paulus, da bleibt es gleich, als die Menschen beschnitten werden oder nicht beschnitten werden. Er weiß gleich, was Jesus ihn verlangen will. 3. Galater 6, Vers 15 sagt, dass bei Jesus Christus hält sich das gleich auf beschnitten oder unbeschnitten. Bei ihm hält das bloß eine neue Kreatur. Gleich ist es viel sein, denn hier, was Paulus hier sein wird. Was bei ihm wirklich teilen wird, wenn ein Mensch zum Nien kommt, dass er eine neue Kreatur ist. Das wird, wo er hier ist. Nicht von Büten zu sein, beschnitten sein oder nicht beschnitten sein. Das ist bloß von Büten, von Menschen, wo er anchecken kann. Was er sein kann von Büten. Aber was da wirklich passiert, das soll im Hort passieren. Der Hort soll beschnitten werden. Das, wo Jesus hier ist, dass er eine neue Kreatur ist. Und dann sagt er in Vers 16, in Frieden und Genot über alle, die sich an diese Regelungen halten. Sogar über Gott in Israel. So was sich an das halten tun, wünscht er in Genode über Ernt. Und dann sagt er in Vers 17, wenn mir dann nu auch wieder keiner mehr Trouble merken würde, will es mein Körper haft alle Norven, haft alle Norven, um Jesus sein helfen. So er sagt hier, wenn sie dann nicht mehr wollen troubeln, wegen sein Glauben. Er sagt, er hat alle Norven gekriegt. Er ist sehr verfolgt worden für sein Glauben in sein Leben, als er zum Glauben gekommen ist. Sagt er, sein Körper haft alle Norven, um Jesus sein helfen. Diese Juden, die in Galater kommen, sie hatten keine Norven, was sie können wissen, was sie gekriegt hatten für ihr Glauben an Jesus Christus. Sie hatten Angst, für verfolgt zu werden. Sie wollen nicht an dieser Verfolgung leiden und ihr leiden. So, aber Paulus sagt, er hat Norven, um Jesus sein helfen. Und wir lesen von verschiedenen Dingen, was abgeschrieben ist, was er alles erfahren hat von Menschen, wo sie ihn gequält haben und verfolgt haben für seinen Glauben, den er nie hat. Er hat sehr schwer gelitten für Christus. In 2. Korinther 11, Vers 54 sagt, dass von den Juden habe ich 5-mal 39 Habe gekriegt. So 5-mal, nicht ein anderen, aber vielleicht durch verschiedene Tiden hat er 5-mal die 39 Habe gekriegt. Habe ich mal gewundert, warum das 39 Have sind? Weil da seien, da hat es gegeben, wenn sie der Hand 40 Have gegeben, dann hat er durchgehielt. Aber der Ursache wird nicht den Paul durchhielen, bis ganz an die quälen. So, der Leute am durchhaben 5-mal, das sind 39 Have, was er gekriegt hat von den Juden. Und dann sagt er, 3-mal wurde ich mit Stangen verhaftet. Einmal wurde ich gesteinigt. Zweimal haben sie ihn sogar gesteinigt. In Apostelgeschichte 14 redet davon, wo sie eine Gruppe Menschen tot gekriegt und abgerecht hatten. Sie waren nicht einig geworden, sie haben den genommen, haben in die Stadt rückgeschlafen und da haben sie ihn gesteinigt und ihn verdaut gelassen. Und das wird auch passiert, wenn sie ihn glauben. In 2. Korinther 11, Vers 16 sagt er, ich habe viel gereist. Ich sie durch Riefers in Gefahr gewast, in Gefahr durch Räbers, in Gefahr mang die Juden, in Gefahr mang andere Völker, in Gefahr in Städten, in Gefahr in der Wildnis, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr mang andere Brüder. So er sagt, das sind dort, wo er gereist hat, von Paris gewast hat, auf seine Missionsreisen, hier wäre es betroffen, aber viele Menschen, die da
dort nicht annehmen können, was er anbeiden deuten, an Bord verfolgt und verkielt oftmals. Das ist, was er alles geleden hat. Also, ich habe Lasten in mir und viel schlaflose Nachten. Ich bin hungrig und durstig gewesen. Ich habe im Kalten gehubbert und habe viel gefasst. Und sagt er, in Büter all dessen, nach der dagtägliche Arbeitslast in der Sorge die Gemeinden. So er hat geleden über seine tägliche Arbeit, was er arbeitet und auch sogar versorgen über die Gemeinden, die wo er verantwortlich für wir. So er hat viel Normen gekriegt. Das sind Wort von den Normen, was er hier abreden, was er gekriegt hat, für sein Glauben, für Jesus Christus. Und dann dachte ich so, was von den Normen haben wir für Christus? Was von den Normen haben wir? Haben wir Normen? Haben wir Normen, was wir können sagen, wir sind die Menschen, das, was ich haben muss, utholen für meinen Glauben. Sind ich jemals verfolgt worden für meinen Glauben? Oder hol ich mir dann lieber bestrebt, wenn wir eins bei der Arbeit und denken, dann, wenn wir bei der Arbeit sind, und das sind so noch nicht, und Jesus Christus glauben dann, und wir weiten dort, sind wir dann lieber bestellt, dass wir nicht verfolgt werden, das wird eine Wunde geben. Sto wie es dort, ich san da warst. Ich weiß ich mag das Tausch tun, und ich schäme mich da, über das Tausch zu tun. Ich san da warst, wo ich doch ich wieder im Glauben, wo wenn ich betrüge, wo das wirklich sollte sein, wo Menschen werden, wieder Arbeit, dann möchte ich mir Mühe was tun. Das ich will nicht handeln, sollen sich fragen über mich. Das, wo diese Juden gesandt werden. Sie hatten Angst vor der Verfolgung. Aber wenn ihr Worte eine Veränderung geben in Menschen Leben, dass der wollen es und don't, was passieren wird zu uns, wo sie uns wollen verfolgen, das zu nehmen, das anzunehmen, wenn es Wunden geben wird, und don't. So, was von der Norven habe ich? Ich glaube, das geht uns zu fragen und sagen, wo stehst du wie? In der Zeit, wo wir beim Leben von der und da, wer weiß, was das noch was verwunden geben, wenn wir wollen stehen bleiben für die Wahrheit. Wenn wir wollen wollen sein zu stehen und don't, was der Kost wird sein. Ich glaube, dass wir haben Ursache, uns die Frau zu stellen. Was würden wir wollen sein zu leiden? Was würden wir wollen sein zu leiden? Wo stehst du? Weil die letzte Frage, wo ich sage, wo er einmal schlüten mit dem größten Gemeinde, mit Gott seine Gnade. Weil ich schlüten auch, sagt moch Jesus Christus uns Herr seine Gnade, mit jenem Jes sein, liebe Brüder. Amen. Baba, es hätte noch nicht im Gebet. Gott, himmlischer Vater, wir kommen am Schluss von diesem Galaterbrief, von dieser Andacht von der Samarias, waren die. Und wir wollen uns bloß bedanken für deine Deiner im Wort, die wir von lesen können, wo wir hier auch war Hand gelesen in diesem Brief, wo der Apostel Paulus ein von deinen Deiner wir, und er wird zu tun, die verlorenen Seilen, und er will so gern an das Weiten loten, dass sie sich selbst nicht raten können, dass sie Zeit verspielen deuten, mit den Proben, dass sie wollen die Sätze nur folgen, dass sie das nicht annehmen wollen, dass was Jesus getan hat, dass dort allein Tode in deut. Und dann Gott, ich weiß, wie sind einmal vielleicht da was, wo wir auch glauben, Jesus allein regt nicht tau. Wir machen dort noch was zu tun. Wir haben verschiedene Gesetze, was uns vielleicht gelehrt worden, was wir herangehen tun, was wir wollen, nur folgen. Aber einmal war fängt wir dort, dass wir vollen Kart, nur die Gesetze, nur sogar. Ja, wir stehen da tau, wir haben uns auch verschuldigt an Tiden. Halb uns Gott, wenn wir vielleicht noch nu von der und nach gleich noch diesen solchen Glauben haben, dass wir glauben, wie machen noch was tun zu der Seiligkeit. Halb uns dort, Herr, dass wir das wirklich zu sein kriegen, dass das offenbaren zu uns, ganz klar. Und ich bete, dass das Brief hier, das Galaterbrief, hat uns dort offenbart, dass wir können durch den Glauben und den Sehen Jesus Christus dort annehmen und dass dort genug ist für unsere Seiligkeit. Ich danke dir, Gott, dass du das hast, dass dort reingemerkt, dass du das mehrlich gemerkt hast, dass wir können geraten worden durch den Sehen Jesus Christus. Wir wissen, wie mit uns selbst, wir können das nicht, wie wir ein verlorene Sünder. Gott, wir nehmen das an, was er getan hat für unsere Sünden und haben uns die Sündenschuld betont und dass wir können frei gemerkt worden, dass wir sind frei gemerkt worden durch den Sehen Jesus Christus.
Ik dank dir dafür, Herr, en ik bid dat dit brief wat zijn zegen je was, te jeder toehoortje, zoals dat ook te mij ook als een zegen je was. En ik dank dir voor deze brief. Ik bid, Herr, dat u ons sluiten met ihnen jetzt in deze brief.